Herzlich willkommen zum neuen Talkthrough. Endlich geht's wieder ums Zocken und ich kann euch jetzt gleich, bevor es richtig losgeht, kann ich schon versprechen, ich werde diesmal über was anderes als Zelda Tears of Kingdom schmerzen, zumindest ein bisschen. Ich habe nämlich nochmal was anderes gespielt und da seid ihr alle schon richtig heiß drauf. Vor allem der Corby und der Seppi, die heute dabei sind. Hallo. Hallo. Ja, hi Kani, das ist aber nett, dass du uns auch mit erwähnst. Ja, ich wollte eigentlich einen Mike dabei haben, aber der spielt damit nichts anderes aus, so mit seinem Bauchnabel, wo er Fussel rausgreift und das ist nicht unbedingt passend für unsere Runde hier. Aber ein schönes Beutel. A never ending story. Schönes Beutel, ja, vor allem wenn du neue T-Shirts kaufst, das ist Wahnsinn, gell? Aber schöne Couchbeschäftigung. Mhm. Naja, Sachen aus Körperöffnungen, Poolen, das ist immer Ja, eine genau. Couchbeschäftigung. Wenn du mich schaust zu der Alten und denkst da, alles klar, wo steck jetzt mit dem Finger ein und dann entscheidest du für deinen Bauchnabel. Leck. Ja, aber was ist jetzt da mit Tears of the Kingdom? Bist du schon durch oder was? Nein, immer noch nicht. Also gerade kurz, ich bin jetzt bei 150 Stunden. hab jetzt, was habe ich denn? Ich glaube irgendwo bei 140 Schreine habe ich, 70 Wurzeln. Was hat es da noch zusammengegeben? Ich glaube irgendwie 3/4 von die Höhlen habe ich, 3/4 von die Brunnen, 300 Crocs. Und ja, die Story, ich mache immer wieder dann mal eine kleine Story, damit ich nicht komplett raus bin aus dem Thema, aber ich bin nicht da voll im Sammelwahn die ganze Zeit und alles finden und machen und schauen und schöne Kostüme haben sie auf alle Fälle, zu den ganzen neuen Spiele habe ich festgestellt. Ja. Die Ocarina of Time Kostüm, Link's Awakening. Die kriegt man übrigens alle über die Amiibos. Die muss man da nicht mehr suchen. Ja, also voll kacke mag ich gar nicht. Voll geil. Nein, ich möchte eine Leistung bringen. Das nächste Mal, wenn ich ein Amiibo auspackt, dann mache ich da ein Video und das schicke ich da dann. Ja, ich hätte ja immer noch... Und jedes Mal, wenn es mich nervt, schicke ich da das Video. Hey, jetzt war toll, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Du hast am Anfang gesagt, du möchtest nicht über Zelda reden. Ja, ich fast nicht, habe ich ja gesagt. Das steht Also immer hat so, der Corby mich das war gefragt. der Beginn eines langen Podcasts über Zelda. Der Corby hat mich gefragt, das Arschgeigen, lasst mich in Ruhe. In dem Format haben wir so wenig bisher über Zelda geredet. Das stimmt auch wieder. Lasst uns doch auch noch über Octopath Traveler schmerzen, den haben wir auch fast nie gehabt. Ja, das kommt dann irgendwann, wenn ich mit Zelda durch bin, dann werde ich immer wieder mal ein bisschen Octopath Traveler aussprechen müssen, weil dann spiele ich da mal weiter. Aber das war's jetzt auch schon mit Zelda. Ich bin immer noch dabei, werde erst wieder richtig drüber reden wollen, wenn ich die Story durch habe, weil der Corby ja gesagt hat, Story ist doch ein wenig mehr, als man von Zelda vielleicht erwartet hat nach Breath of the Wild. Ein bisschen am Vorgeschmack, glaube ich, habe ich jetzt schon gekriegt. Das ist auf alle Fälle, nimmt mir die Story, fesselt mich schon besser als davor. Bin gespannt, wie es ausgeht, die ganze Gaudi. Und dann machen wir noch mal eine extra Folge. Aber Dann eine machen wir- dedizierte Folge nur über den Scheiß. Ja, genau. Schön, dass du das dediziert nennst. Ja, ist es doch, oder? Ich finde keine Wörter. Ja, War das wieder falsch? nein, war richtig ausnahmsweise. Sigona Viva. Oh Gott, oh Gott. Aber verzeih du lieber mal, dass du mal ein bisschen was, was du gesagt hast, ja. Ich hab jetzt da schon Hallo gesagt, hab Bilder von Mike seinem Bauchnabelgepule in die Köpfe unserer Hörer gezaubert und jetzt darfst du verzeihen, was du im Juli gespielt hast. Also, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts gespielt. Sag jetzt nicht Diablo 4. Nein, ich habe wirklich eigentlich fast gar nichts gespielt. Ich habe, wie heißt das, Shatei and the Pirate's Curse angefangen. Sagt mir gar nichts. Das kann da alles heißen. Das kann jetzt auch FIFA 23 heißen, beim Corby seine Aussprache. Da muss man auf der PlayStation 3 hat es ein Spiel gegeben, das hat El Shaddai, glaube ich, geheißen. Das ist so eine Piratenbraut, die sehr wenig O hat und es ist ein Metroidvania. Geil, ich bin dabei. Ich habe nach einem Metroidvania gesucht für die PS5 und da mir das schon öfter untergekommen ist und ich mir dann gedacht habe, ja gut, wenn die so wenig O hat, dann kann das Spiel ja gar nicht schlecht sein. Habe ich das schon mal gestartet und natürlich ist meine Frau dann reingekommen, wenn dann wieder so eine Sequenz da war, wo sie und ihr fast halbnackte Freundin die ganze Zeit miteinander quatschen und eigentlich sonst nichts passiert, außer nur Plot. Und ich dachte, hat sie mich gleich wieder angeschaut und hat gesagt, ja, was du wieder spielst. Aber eigentlich ist es ein Kinderspiel und sauschwer. Es ist ein typisches Metroidvania, es ist irgendwie eine Umportierung vom 3DS über Wii U jetzt auf die PlayStation 5 und ja, genau so schaut's aus.
Ich hab kein Bild, also ich bin ganz verwirrt. Es ist ein Kinderspiel, aber es ist eine halbnackte Heldin und es ist sau schwer. Wie passt das jetzt zusammen? Googles einmal Shantae. Shantai. Nursing Vidyalaya Palga ist eine Hochschule in Indien. Dann haben wir den Shantai Hospital Shirur, ist ein Krankenhaus in Indien. Shantai Nursing Vidyalaya Palga Fotos. Shantai Auditorium. Ja, gib halt nur Game dazu mit ein. Ich mag aber nicht, ich bin jetzt schon in Indien gefangen. Also ich hab's und ich bin verwirrt, wenn man das kaufen kann. Gandaria Warum? City. Ich bin schon wieder falsch. Was ist denn Gandaria City? Das schaut extrem weird aus. Ich bin im Restaurant gelandet. Ich habe euch den Spieletitel auch nochmal in den Chat geschrieben. Für unsere Podcast-Hörer, das wird gerade sehr grausam sein, weil ihr natürlich auch wieder denkt, da habe ich ein Spiel erfunden. Nein, habe ich nicht. Und ich gehe davon aus, ihr habt bestimmt diese Figur doch schon irgendwo einmal gesehen. Also ich habe ein Spiel mit einem kleinen Fettsackmanschkerl gefunden. Bodyshaming wieder. Ja, das will ja nicht so fett sein. Also, die mit der Schlabberhosen. Kann Lila sein, Haar. ja. Ja, lila Haar. Meiner hat das schwarze Haar und einen Wasserkopf. Irgendwas läuft da falsch. Irgendwas läuft da ganz verkehrt, ja. Ich werde einmal die Beutel runterladen, die kann man dann vielleicht auf YouTube ins Video mit einspielen lassen, damit wir wissen, wer von welchem Spiel geredet hat. Ja, und du sollst vielleicht bei deiner Suchleiste ja vorher das Hentai auslöschen, wenn du das Programm eingibst. Niemals. Niemals. Ja, auf jeden Fall, da bin ich eigentlich noch gar nicht so weit, dass ich da irgendwie ein Fazit nehmen könnte. Es ist sehr anders, als ich das eigentlich erwartet habe. Ich wünsche mir die ganze Zeit sowas wie Hollow Knight. Halt auf der Playstation, und ich habe das ja vor 2 Jahren schon mal an die Alex erwähnt, da habe ich das hieß auch irgendwas mit Elder's Ring, so ähnlich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber das war damals schon richtig cool, aber sehr kurz, und irgendwie seitdem ist mir da nichts Vernünftiges mehr untergekommen. Ja, und ich glaube, das wird's auch nicht werden, weil den ersten Boss, den ich dann da besiegt habe, in Anführungsstrichen, das war irgendwie einfach nur lästig als irgendwie anspruchsvoll, und ich freue mich ehrlich gesagt mehr auf Baldur's Gate 3, wo ich hoffe, dass ich mich halt mit dem Seppi ein bisschen drüber unterhalten kann. Nein, Warum denn nicht? weil ich nicht wahnsinnig bin. Ich kann da schon sagen, warum. Ich muss momentan einen Test zu Starfield machen und da kann ich nicht auch noch Baldur's Gate spielen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, aber du kannst mir zumindest zustimmen, dass du dich da auch drauf freust und dass wir irgendwann da mal drüber reden können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich nicht drauf, dass ich ein Spiel spielen muss, das 500 Stunden dauert. Ich hab's irgendwie langsam ein wenig dick, diese epischen Riesenmonster. Ich mache jetzt noch Starfield und dann spiele ich nur noch geile kleine Indies, die alle maximal 7 Stunden dauern. Nur noch Handy-Games spielst Ja, dann. Mobile Games. Da kommt, glaube ich, irgendein Monster Hunter jetzt dann im September außer fürs Handy. Das weiß ich nicht. Das gibt's doch bestimmt schon. Nein, ich glaube, im August hat es geheißen, ist der Release. Ich habe das nur zufällig gelesen, weil ich spiele am Handy nichts außer Pokémon Go. Alles andere ist mir zu dumm auf dem Handy. Weißt du, was die vielleicht interessiert, was ich gelesen habe? Wer? Weil du gerade Mini? Pokémon Go sagst. Pikmin Go kommt wahrscheinlich. Ah, das gibt's ja schon lang. Das kann ja nicht sein. Pikmin Bloom heißt das. Na, die haben extra Pikmin Go gesagt. Da soll nochmal was Neues kommen. Ah, nochmal was, okay, keine Ahnung, weil das Pikmin Bloom, das habe ich mal gesehen bei einem, das ist ganz schön ein Scheißdreck gewesen. Ganz Geil. komisch. Also bis jetzt muss ich sagen, hat das heilige Format Talkthrough wirklich großes Potenzial. Also ich hoffe, das wird irgendwann verfilmt, weil wir so geile Stories hier reinpacken. Voll. Wir Aber haben bis jetzt Corby, nur über Spiele geht, wo wir überhaupt nicht tief eingestiegen sind, wo wir überhaupt nicht wissen, ob wir vom gleichen reden. Ich finde es bis jetzt richtig cool. ey, Corby, wenn du so Metroidvania suchst, dann müsstest du doch das Ori spielen. Oh, das ist das Beste. Ja, das habe ich mir geholt, und zwar auf der Switch und am PC, und habe bis jetzt jeweils 2 Minuten gespielt, weil ich mit der Steuerung nicht klargekommen bin und ich mir gedacht habe, bestimmt kommt das irgendwann auf der Playstation raus. Bis heute ist es nicht draußen. Na Gott sei Dank, dass du dann für Shantai entschieden hast, dieses indische Spiel mit irgendeinem Wasserkopf, Manschkel. Das du als halbnackte Piratin siehst. Du bist auf einem völlig falschen Spiel unterwegs, Nein, Alter. Doch. Du lebst einfach in der Traumwelt. Das sagt er ich. Ja, ich habe ganz andere erotische Vorstellungen wie du. Ja. Offensichtlich, ja. Schau dir Jesse an. Ja. Das Publikum schmeißt mit Popcorn. Aber ich liebe Jesse, das weißt du. Also. Ja.
Aber zurück zu Ori. Ich habe voll Bock, das zum Spielen. Und ich habe nur Gutes drüber gehört. Und es ist ja, glaube ich, auch ein österreichischer Entwickler, was ich irgendwie aufgrund von dem Stil sehr überraschend gefunden habe. Weil ich habe mir gedacht, boah, da wird bestimmt irgendein riesiges, teures Gaming-Studio dahinter stecken. Aber es ist ja eigentlich doch wieder ein Indie-Titel. Und da sieht man mal, wie geil sowas ausschauen kann. Also es ist schon bombastisch. Ja, das steht auch schon lange auf meiner To-Play-Liste. Hast du jetzt den ersten oder den zweiten Teil gekauft, Corby? Ich habe beide gekauft. Einen dritten hat er vorbestellt, deswegen hat er noch nicht gespielt. Nein, ich habe mir beide gekauft, weil ich mal gedacht habe, das baut bestimmt irgendwie ja storytechnisch aufeinander auf. Bisschen. Aber nicht schlimm. Kannst du das zweite auch so spielen. Und ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr richtig in Erinnerung, warum ich es auf der Switch dann nicht weitergespielt habe. Aber ich habe es angezockt. Und ich habe voll Bock wahrscheinlich drauf. an deine 3 Freunde heimgegangen. Ach, gut. Auch wieder Haken droh, wird's halt auch wieder gemacht. Das passt schon so. Liste wird kürzer, verdammt. Geht da immer wieder unter den Nosen kriegen, dass du scheiße bist. Ja, aber du spielst momentan Starfield. Lass mich raten, du darfst nichts drüber erzählen. Exakt. Aber wirklich gar nichts. Wow, cool. Also bis jetzt entwickelt sich die Folge richtig toll. Darfst du eigentlich sagen, dass du Starfield spielst, oder müssen wir das auch so schneiden? Ja, das ist Spiel darf ich schon sagen, aber Okay. mehr darf ich nicht sagen. Okay. Ja gut, dann, bevor wir dann uns anhören, warum der Kani so begeistert ist, dass er mal was anderes spielt, kann ich eigentlich zumindest sagen, ich habe was Physisches gespielt, in Anführungsstrichen. Und zwar habe ich jetzt endlich von Bluebricks mein Leuchtturm des Astronomen fertig gebaut. Wer nicht weiß, von was ich rede, das sind Klemmbausteine, also sowas wie Lego, aber halt von einer anderen Marke namens Bluebricks. Und das Ding ist 7000 Teile groß. Und ich bin absolut begeistert. Das steht jetzt bei uns im Wohnzimmer. Jeder, der vorbeigeht, sagt, boah, Alter, was ist denn das für ein geiles Teil? Weil das so vollgespickt ist von Details und was man leider wahrscheinlich nie herausfinden wird, das komplette Innenleben ist auch ausgebaut. Deswegen hat es ungefähr 3 Monate gedauert, bis ich da mal fertig war. Ich habe irgendwie voll Bock, nur mal sowas zu machen, aber der Platz geht mal aus. Ja, das sind so verhängnisvolle Sachen, wenn man da anfängt mit Klemmbausteinen. Gell, Kani? Klemmbausteine. Ja, sind's ja. Ja, das Wort ist aber schön. Das ist irgendwie so typisch deutsch. Klemmbausteine. Ja. Ja, schön. Corby, schön, dass du einen Spaß gehabt hast. Schon. Du hast ja auch irgendwelche Lego-Sachen gekauft, gebaut und wahrscheinlich verschluckt. Ich hab's noch nicht genau, bei mir ist es eher so, dass ich mir irgendwelche Sachen über den Nosen oder ins Ohr stecke und muss dann in die Notaufnahme. Hey, den Scheiß haben wir echt einmal gehabt als Kinderding. Hat der dämliche kleine Bruder vom Spätzl damals hat sich so eine Playmobil-Kanonenkugel ins Ohrwaschlei gesteckt. Dann ist er natürlich nicht mehr rausgekommen, dann ist er zu seiner dämlichen Mom gelaufen und hat gesagt, wir haben gesagt, er soll das tun. Kein Mensch hat irgendwas gesagt. Blöder Vollidiot. Ah, der wird schon recht haben. Ein Scheißdreck. Wir haben mal einen Soundschuss gekriegt, nur weil der Trottel behindert war. Ja, aber du stiftest dir halt nur Leid dazu. Ja, heute ist was anderes, einmal ist bewusst. Okay. Corby, du kannst immer so eine Kugel in die Nosen schieben. Und deine Nosen kannst du ganz große Kugeln schieben. Hallo? Das ist gegangen, jetzt hast du es geschafft. Corby, seine Nose ist seine Achillesferse, da darf man nichts sagen, da reagiert er nicht drauf. Oder er hat es nicht gehört, weil er schon wieder irgendwelche Lego-Kugeln im Ohr hat. Ja. Ja. Ich hab's letztes Mal, weil du sagst, bei Lego, da hab ich wieder ein tolles Star Wars Lego gefunden, von Mandalorian, diese Spinnenpanzer. Weißt du, ob du das schon gesehen hast? Ja. Die Schachtel, die ist, ich sag mal, ungefähr halber so groß wie der Kellogg's Backerl und das Ding kostet schon wieder 70 € oder so. Das ist schon langsam nerven sie mich ganz schön. Das ist echt irre. Also wenn die Lego-Sets nicht irgendwie in Handel reinkämmern und also zu vernünftigen Händlern, die dann Rabatte draufhauen, dann kannst du es eigentlich echt nicht kaufen. Na, das ist mittlerweile, also ja, ich bin auch schon fast wieder raus. Ich hätte so Bock drauf, weil manche Legos echt cool sind. Aber wenn man sich dann, wie du hast mir auf den Held der Steine gebracht, wenn man da ab und zu dann einmal sich die Qualität da anschaut, die abliefern, dann ist das echt eine Frechheit. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, bei ihm ist das halt eher so ein Hassthema. Ja, aber er müsste, glaube ich, persönlicher geworden mittlerweile. Ja, dadurch habe ich halt zumindest auch die ganzen anderen Hersteller auch noch kennengelernt und Bluebricks ist eine deutsche Firma und die macht echt teilweise richtig, richtig geile Sachen. Und auch der Leuchtturm, den ich da gebaut habe, das ist halt echt nix für Kinder. Also null. Da Ja, geht's nur um diesen Aufbauspaß im Prinzip und dass du dann auch was richtig Geiles da hast, aber das kann man weder bespielen,
nur irgendwie sagen, boah, da hat ein Kind bestimmt richtig viel Spaß, weil es einen Monat bloß dahin baut. Ich habe immer noch nicht den Millennium Falcon gekauft, den großen. Du merkst den ganz großen. Ja, Logo, den kleinen kaufen wir nicht. Der schaut ja schon auf der Schachtel billig aus. Da gebe ich doch keine 150 Euro aus für das Scheißding. Okay, das heißt, du sparst lieber auf die 800 Euro. Ja, Logo. Aber dann kauft er halt den Millennium Falcon von Molking. Schick mir einen Link. Da schicke ich dir dann einen Link. Das ist, glaube ich, nämlich von der Teileanzahl her noch höher und der ist ums Vierfache billiger. Okay, schick mir einen Link. Gib. Yes, mach ich. Gut. Du, das war jetzt alles, was du gespielt hast, oder wie im Juli. Eine Wasserkopfpiratin und Klemmbausteine. Es ist momentan August. Es war voll das geile Wetter. Ich habe einen Hund. Es war auch noch Volksfest. Da sitze ich nicht so viel vor der Konsole. Okay, verstehe ich. Schwach. Schwach. Ja, echt schwach. Ja. Sehr enttäuscht. Echt schwach. Diese scheiß Ausreden. Schönes Wetter, da bleibe ich nicht vom Fernsehen sitzen. Das ist mir scheißegal. Kannst du am Fernsehen mitnehmen. Nimm Switch mit aussehen. Spielst draußen. So, und falls sich mal irgendeiner von unseren Podcast-Hörern fragt, ja, warum geht er denn dann halt mit in das Format? Leute, wenn ich denen sage, ich hab keine Themen, dann ist es denen immer scheißegal. Sie zwingen mich dazu, dass ich da mitkomme, weil sie dann sagen, ja, dann red doch einfach nur mit. Unter Gewaltandrohung von Klemmbausteinen in Körperöffnungen. Ja, Ganz richtig. genau. Oder Bohrfuß drüber laufen lassen. Ah, Ah. das ist fies. Ja, eben. Also spiel mir mehr, weil sonst ist das die nächste Stufe. Jawohl, Chef. Die letzte Stufe ist, dass du einen Mike seine Bauchnabelfucker lesen musst. Ah. So, jetzt verzeih, was hast jetzt du gespielt? Pikmin 4. Ja, also das ist ja ganz klar, oder? Endlich, nach der letzten Folge, wo ich es sogar live unboxed habe, was leider keiner gesehen hat, weil es ein Podcast ist, aber ich habe es live geunboxed mit Handyhalterung, die ich nie hernehmen werde, aber ich habe den 10er mehr investiert und jetzt habe ich extra für diese Folge halt Zelda-Pause gemacht und habe mir Pikmin 4 angefangen und ich bin gleich wieder verliebt. Das ist einfach so zuckersüß, wie man so schön sagt. Zuckersüß. Von der Optik her, von die Sounds her, von die Figuren her. Und ja, das Spielprinzip macht einfach süchtig. Ich wollte, ja, machst schon mal eine Stunde oder so, machst schon mal ein Level. Also da sind ja die so in Tage aufgebaut. Du hast immer eine gewisse Zeit Vorgabe, wo du deine Aufträge abliefern musst, weil wenn du dann nicht fertig wirst, dann sind die ganzen kleinen Pikmins, die werden dann gefressen von die bösen Viecher draußen, weil das ist halt so, die Natur ist natürlich grausam. Und ja, machst noch einen Tag, machst hier noch einen Tag, ach, das schaffst du jetzt nicht mehr, dann machst du da noch einen Tag und zack, sitzt schon wieder 3-4 Stunden vor dem Scheißding und wirfst kleine, putzige Menschgeld durch die Welt. Mir taugt's wieder richtig. Ihr sollt euch endlich einmal runterlohnen. Mittlerweile könnt ihr es ja kaufen, oder? Also, nachdem wir jetzt schon das dritte Mal drüber reden, irgendwie beim ersten Mal war ich noch angefixt. Das letzte Mal habe ich dann eher wieder Bock gehabt, dass ich die böse Version davon spiele. Und ich weiß nicht, das packt mich null. Ja, schau dir erst einmal Russ Sautipp. Nein, anschauen darfst du das auf gar keinen Fall. Weil anschauen, wenn du das tust, dann wirfst du es weg. Bevor du irgendwelche kreisligen Menschkerl mit Wasserkopf spielst die ganze Zeit, die du als halbnackte Piratin identifizierst, sollst du lieber mal was Gescheites rein tun. Du Gratler. Ich habe da ein Foto gemacht vom Pikmin-Stand auf der Gamescom übrigens. Mir, wo? Das habe ich auf meinem Handy und hab's dann noch nicht geschickt. Ah, das ist gut. Ja, das ist voll schön, das ist so, da steht so Pikmin 4 auf einer Das Wand. ist schon. Also ich glaube, dass die richtig, Leute das also- anschauen, das Video und sagen, so ein Wolleck, mein Fuck. Ja, total. Richtig fetter Mindfuck. Kopf Du hast halt jetzt explodiert. im vierten Teil, haben sie wieder diesmal haben sie neue Eispigmin mit eingebaut, dass wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt drei verschiedene Sorten bisher gefunden. Und ich glaube, insgesamt hast du diesmal 6 oder 7 Sorten. Und mal storytechnisch, du musst die Vorgänger nicht gespielt haben. Du findest die nur schneller zurecht, wenn du das gespielt hast und triffst halt auch wieder diesmal einige Bekannte. Du sammelst im Prinzip ist es wie bei alle Teile davor, du musst einfach nur Sachen einsammeln. Diesmal hast du eine Rettungscrew, die selber abstürzt, weil sie dämlich sind, die du einsammeln musst. Und zusätzlich hast du dann anscheinend auch noch Touristen, von denen jeder einzelne abstürzt, der da hinfliegt. Keiner weiß warum. Aber der Planet ist irgendwie so sehr absturzfördernd. Und du rennst eben rum, sammelst diesmal auch noch Materialien, die du dann auch umwandeln kannst in anderes Material, damit du wieder neue Bereiche erschließen kannst. Das ist neu, das glaube ich hat es vorher gar nicht gegeben, dass du selber Material herstellst für was anderes. Du hast ziemlich viele zusätzliche Items diesmal, das hat es in die Vorgängerteile auch nicht so gegeben. Ich glaube, so Suchdrohnen und so ein Mist.
Also es ist auf alle Fälle im Vergleich zu den Vorgängern sehr viel erweitert worden, sehr viel mehr Komfort ist auf alle Fälle mit drinnen. Und was ist da jetzt das Ziel? Einfach sammeln. Du musst einfach die Welt erschließen. Du hast ja dann auch so Prozentangabe, damit haben sie mir schon wieder an die Eier. Wenn es heißt, der Bereich ist erst zu 46%, dann muss ich natürlich da 100er stehen. Aber wenn du jetzt sagst, die kann da Materialien sammeln, so kann ich dann da was bauen oder? Unter anderem, du hast immer, du sammelst die Materialien, die lieferst du jetzt ab und irgendwann kommst du zum Beispiel an einer Stelle hin, da kannst du nicht übers Wasser drüber, aber daneben ist schon mal so, es ist halt dann ersichtlich, dass man da was bauen kann und dann schickst du deine Manschka los, dass die das Material umwandeln lassen und da Brück bauen oder eine Leiter irgendwo hinbauen. Und das Ziel ist halt dann, die Level nach und nach zu 100% zu erschließen und 100% aller Sammelmaterialien zu finden, weil du hast ja dann immer Schätze, nennen sie das, weil sie nicht wissen, was das ist. Unter anderem, einer von den ersten Schätze ist ein Game Boy Advance gewesen und zusätzlich eben noch die Crew und die Touristen einsammeln. Das ist das Hauptziel, dass du die Crew, die Touristen und einen Captain Olimar, Held des ersten Spiels, den zu finden. Okay. Also das heißt, du spielst entweder Zelda, wo du gerade was sammelst, oder du switchst dann auf Pikmin 4, wo du dann auch wieder was sammelst. Oder Welten erschließt. Okay. Aber es ist auf alle Fälle sehr sammellastig, meine Spielzeit. Ja, nicht schlecht. Weiß nicht. Das darfst du mir nochmal leihen. Kaufen möchte ich es mir nicht. Ich leiste niemals aus. Bevor ich es nicht selber mal vorher gespielt habe. Bevor ich die was leih, schmeiße ich sie ja weg. Das habe ich mir schon fast gedacht. Gibt es da nicht sogar eine Demo im Nintendo Store? Das weiß ich nicht, da habe ich nicht nachgeschaut. Ich meine schon. Da habe ich nicht nachgeschaut. Vielleicht mir mal dann die Demo vor, aber ansonsten war ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Ihr habt jetzt übrigens in Riverside da die Piratin geschert, dass du weißt, dass du die vertan hast. Außer du identifizierst diese Frau mit dicken Jungen mit Wasserkopf. Die schaut 1:1 aus wie dieses komische Manschgal, was ich gefunden habe. Echt? Okay. Du darfst jetzt irgendwas an deiner Optik richten lassen. Okay, hast du deine Brille auf? Ich brauche keine Brühen. Ja, vielleicht doch. Niemals. Aber Kobi, weil wir gerade wieder dabei haben, wenn du so Metroidvania suchst, dann probier doch mal Tiny Tor oder Blasphemous 1 und 2 aus. Die sind geil. Tiny Tor? Das ist so im alten Stil gehalten. Soll ziemlich schwer sein, ja. Und das andere ist Blasphemous, also so wie Blasphemie. Da hast du das letzte Mal schon drüber gekriegt, gell? Genau, und da ist jetzt vor, glaube gestern oder so der zweite Teil rausgekommen. Die sind ganz wild. Das Blasphemous ist richtig schwer. Das ist so quasi so eine Mischung aus Castlevania und Dark Souls. Also einen Pixel-Look und richtig geil. Ja, muss ich einmal reinschauen. Ich habe halt irgendwas gesucht, wo ich mir gedacht habe, okay, so wenn ich 20 Minuten kurz Bock habe, was zum Zocken, dass ich da dann schnell reinzock. Also so nach dem Motto, selbst wenn ich jetzt mal eine Woche nicht gespielt habe, bin ich gleich wieder drin. Das ist da wahrscheinlich eher weniger der Fall, oder? Ja, eher weniger, das stimmt. Also Blasphemous ist schon weniger. Vor allem hast du da also, die Checkpoints sind halt ziemlich rar gesät. Das heißt, wenn du deine 20 Minuten spielst, kann es sein, dass du nicht mehr den zweiten Checkpoint erreicht hast und dann fängst du quasi immer wieder an derselben Stelle an. Das ist so grausam. Das ist so, also ich möchte halt am liebsten alle 5 Sekunden einen Checkpoint haben. Ich hasse nichts mehr, als Sachen nochmal ablaufen müssen. Ja, super ist. Ja, ganz super. Ich hau die ein. Du darfst ja aber nicht sterben. Ja, das tue ich in der Regel eh nicht. Stimmt. Deswegen ist dir das eigentlich fremd, das Problem. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, von was das da redest. Ich habe jetzt einfach nur irgendwie mitgeschmerzt. Aber wo du es gerade sagst, also ich freue mich schon sehr auf Baldur's Gate 3, weil ich vor ein paar Jahren das, wie heißt das, Divinity Origins 2, weißt du das so? Weißt du, von was ich rede? Fast. Sondern, wie heißt es? Probier's nochmal. Sigourney Weaver. Irgendwas mit Origins 2 auf jeden Fall. Ja, Divinity Original Sin. Genau. Divinity Original Sin 2 habe ich nämlich gespielt. Das ist ja also ein JRPG, oder? Nein, JRPG ist es nicht. Sondern? Ein ganz normales RPG. Das ist ein ganz normales Rollenspiel. Also was heißt normal? Das ist halt quasi so ein JRPG, ist ja eher ist ja ein japanisch angehauchter Rollenspieltitel. Aber was sagen sie jetzt da die ganze Zeit zu Baldur's Gate 3? Da sagen sie doch einfach nicht nur ein RPG. Doch. Nein. Doch, das ist das. Ja. Echt? Das ist einfach ein RPG, genau. Mhm.
Okay, So wieder handy. was gelernt. Gut. Alle Hörer da draußen sind nicht schlauer geworden. Na, das waren es davor schon. Du bist der Einzige, der jetzt schlauer geworden Auf ist. jeden Fall, ich habe das halt gespielt und da brauchst du erstmal ewig, bis du reinkommst, weil das basiert ja alles irgendwie auf diesen Spielmechanik von Dungeons and Dragons. Was grundsätzlich ja total geil ist, weil du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du ja bestimmte Dinge löst, auch wie du Kämpfe beenden kannst und so. Aber da war es auch so, wenn du stirbst, dann fängst du praktisch bei dem letzten automatisch generierten Checkpoint an. Außer du gehst natürlich weiter zurück und warst so schlau, dass du selber Checkpoints umgelegt hast. Weil wenn das der Fall ist und du bist gerade bei irgendeinem Kampf gewesen, den du völlig unterschätzt hast, und du fängst immer wieder am Anfang von dem O. Und bei mir war es so, dass beim Kapitelende ich auf so einem Schiff dann war und man muss praktisch diesen Kampf gewinnen und ich habe das diverse Male, glaube ich, probiert und habe es nicht geschafft. Und dann habe ich das gespielt und auf dem Vorne fangen müssen und mich entsprechend hochleveln und eigentlich die ganze Zeit nur auf den einen Kampf vorbereiten, weil ich nicht weitergekommen bin. Das fand ich damals ein bisschen frustrierend, weil mir eigentlich dieses Spiel total gepackt hat und ich voll Bock gehabt hätte, da weiterzumachen. Und weil ja jetzt Baldur's Gate 3 so extrem gehypt ist, habe ich da hohe Erwartungen drauf, dass das auch für Leute, die halt da vielleicht nicht ganz so tief drin sind, dann durchspielbar ist. Und auf das habe ich ziemlich viel Bock. Ah ja, ein bisschen drin sein musst schon in der Rollenspielthematik. Es ist zwar wahrscheinlich ein bisschen zugänglicher, aber ja, du kannst halt, anscheinend kannst du halt machen, was du magst. Muss eine riesengroße Sandbox sein, wo du unendlich viele Möglichkeiten hast, die da so durchzumurschteln und das, glaube ich, ist schon ganz geil. Aber ja, brauchst halt extrem viel Zeit. Allein das mit der Vertonung und so, das ist schon echt krass, wenn du da nochmal überlegst, was du da für Möglichkeiten hast und die haben trotzdem alles Mögliche vertont. Ich finde sowas total beeindruckend. Was halt momentan noch das Problem ist, dass der ab Akt 3 ziemlich krasse technische Probleme haben soll. Also ich habe jetzt sogar schon mal vom Game-Breaking-Bug gehört, da wo quasi die Quest dann nicht mehr weitergeht und dann kannst im Endeffekt nicht mehr weitermachen, was halt dann also nach 70, 80 Stunden so ein bisschen scheiße ist. Aber das werden sie schon bald fixen, hoffe ich mal. Also jetzt kommen jetzt andauernd so Hotfixes und jetzt glaube ich kommt dann auch gerade ein großer Patch. Der glaube ich ist schon gekommen, oder? Oder ist schon gekommen vielleicht, ja. Nein, den haben sie mir verschoben. Ich glaube, dass der für das Wochenende irgendwie dann umgesetzt war. Aber soll irgendwas mit um die 1000 Verbesserungen oder so mit einbringen, oder? Ja, genau. Ja, das ist bei den Spielen immer so ein bisschen empfehlenswert, dass man da einfach vielleicht einmal nicht vorbestellt oder sich nicht gleich zum Tag des Release seine 80 Euro ausgeballert, weil das ist meistens auch bei jenen Spielen, die eine relativ gute Verfassung haben, in der Regress einfach irgendwas verfackelt immer. Und das dauert dann 1-2 Wochen oder wie bei Cyberpunk 1-2 Jahre und dann haben die in einem guten Zustand. Aber zum Spielbeginn, also zum Start, zum Launch Day ist das eigentlich immer alles so ein bisschen meh zur Zeit. Ja, was ich eigentlich verstehe, die Dinge sind riesig. Ich habe große Hoffnung, dass sie bis zum Release auf der PlayStation 5 da eben schon mit einer recht stabilen Version unterwegs sind. Der kommt ja im September, oder? Ist der Release genau, für Anfang PlayStation September, 5? ja. Genau. Da war ich vorsichtig. Warum? Wenn es schon später angekündigt ist wie die andere Version, hat das meistens einen Grund. Ja, aber bei der anderen Version haben sie es ja vorgezogen, oder? Den ursprünglichen Release-Termin. Ja, aber ja nicht so weit, oder? Um 4 Wochen. Ja gut, dann trotzdem. Die PC-Version ist leichter zum Programmieren und ist ab Akt 3 trotzdem fast unspielbar. Da gehen wir davon aus, dass die PlayStation-Version eventuell nur 1-2 Handstriche braucht, bis es richtig läuft. Also, ich weiß nicht. Schwierig. Dann warte ich eben noch einen Tag länger. Ich würde sagen, wartet einfach eine Woche, dann hast du sämtliche Berichte schon online, weil die Leute irgendwie auf eine Woche alles immer durchspielen können. Und Ja, das ist dann echt weißt du ja ungefähr, auf was du einlässt, wenn du das bestellst, Corby. Sei nicht so blöd. Müssen wir dir jetzt auch noch beim Einkaufen helfen. Klang's nicht, dass du Freunde brauchst zum Zocken, du brauchst auch noch Freunde zum Kaufen. Sag mal, gerade du brauchst mir das nicht verzeihen, du darfst ja sowieso alles Mögliche vorbestellen. Jedes Nie. Spiel, das du willst, ja, nie, nicht, gell? Nix. Außer Pikmin 4 habe ich nichts vorbestellt. Noch nie. Und vielleicht das Mario RPG und vielleicht das Mario, wie heißt's, Wonder? Mhm. Ja Und gut, für Wonder Nintendo bist du aber auf der sicheren Seite. Da kommt eigentlich nichts, außer das nicht im sehr guten Zustand ist. Das ist halt auch ein Das- bisschen unfair, gell?
Das stimmt, ja. Ich glaube, sogar bei Tears of the Kingdom hat es auch so gut wie keine Probleme gegeben, oder? Ich glaube, gerade ein paar Glitches, mit denen du halt dann Items unzählig mal vervielfältigen kannst. Das war bestimmt ursprünglich eher gewollt. Das haben sie aber, glaube ich, nach und nach patchen die ganzen Glitches raus, aber ich glaube, dass da irgendwie von irgendwelche größere Bugs habe ich auch nichts gehört, egal bei was von Nintendo. Ich glaube, beim Pokémon war es letzte Mal irgendwas, oder? Kann mich nicht erinnern. Ich glaube, da ist aber die Qualität ja von Haus aus schon nicht geil. Ja, das schon, aber ich glaube, das war auch so jetzt der einzig große Nintendo-Titel, wo man mal irgendwas von Bugs gehört hat. Naja, okay. Na gut, dann warte ich da eben noch. Oder ja, ihr habt schon recht, ich muss ja eigentlich nicht lang warten und dann sehe ich zumindest schon mal die Berichte. Und außerdem so oft wie ich aktuell zum Spulen komme, ist das wahrscheinlich immer in Abständen von Monaten, dass ich dann da mal wirklich drin bin und weitergehe. Außer, Seppi, du hast nur irgendein anderes Spiel, das man schmackhaft reden kannst für den September. Was hältst du von Point-and-Click-Adventures? Pfui. Dann kauft der Fran Bau. Ich lese dir mal kurz die Triggerwarnung vor, die am Anfang von dem Spiel kommt. Ach, das ist das Gestörte. Achtung! Dieses Spiel enthält verstörende Bilder und Szenen von expliziter Gewalt, Grausamkeit, Selbstzerstörung, sexueller Belästigung, Tierquälerei, Körperhorror, Geisteskrankheiten, blinkenden Bildern und Drogenkonsum. What the fuck? Also nur die Bilder, die man sieht, das ist ja echt leck. Das brauche ich für die Triggerwarnung brauche ich kein Spiel nicht, das habe ich den ganzen Tag im Kopf. Okay, also für unsere Hörer, das sieht man gerade einen Screenshot von dem Spiel mit einem Pferdekörper, aber ohne Kopf und dafür ist eine Clownsmaske auf einem Spieß oder so. Und drunter liegt irgendwie was ist das? Ein Glorkind oder so. Irgendwie sowas, ja. Nett. Und warum soll ich das spielen? Das ist ja nur eine Empfehlung, solltest du auf Point-and-Click-Adventures stehen. Ja, genau. Okay, ja, ich habe jetzt gedacht, du kommst hier mit Love Lenny, na wie heißt der? Doch, irgendwie sowas. Love Lenny. Was ist Love Lenny? Scheiße, was ist das? Heute habe ich wieder mit Namen Buddy, ich google separat nochmal, nicht, dass ich mich jetzt... Wir sollten bei dem YouTube-Video in Zukunft einfach dein Google-Verhalten mitlaufen lassen. Das ist, glaube ich, spannender als alles andere für die Leute. Also an unsere Zuhörer, es soll jetzt auf alle Fälle die Folge einmal auf YouTube anschauen. Nein, macht es bloß nicht. Jedenfalls ist das ein ganz gutes Adventure. Kann ich nur empfehlen. Hast du es durchgespielt? Ja. Hey, am Anfang fangst du halt... Wo gibt es für Switch auch? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich habe es auf der PlayStation gespielt. Kann schon sein. Es ist ja auch schon ziemlich alt. Ich glaube, das ist in der ersten Version von 2015 oder so. Ich glaube, ich war ursprünglich sogar nur auf dem Smartphone. Okay. Dann haben sie es so peu à peu portiert. Jedenfalls, man startet man spielt die Fran, das ist ein junges Kind, so, weiß ich nicht, ich glaube 10 oder so. Und deren ihre Eltern werden halt ganz grausam umgebracht und sie kriegt das halt mit und landet dann über Umwegen in einer Art Nervenheilanstalt. Wir haben irgendwo, glaube ich, so Ende des 20. Jahrhunderts oder so. Oder Anfang des 21. So. Jedenfalls bist du dann in der Heilanstalt und kriegst halt so Tabletten verschrieben und dann, wenn du diese Tabletten nimmst, dann passieren sie eine Sachen wie auf dem Beutel zum Singen ist. Du switcht dann quasi in so eine komische Art zweiter Dimension im selben Raum und da hast du da ganz komische Visionen, die halt extrem brutal sind teilweise und siehst halt so komische Geisterwesen, die irgendwie verfolgen und dann kriegst du halt immer so weirde Hinweise, was du zum Tor hast und ja, musst du halt da so durchrätseln. Und du kannst halt quasi immer, wenn du irgendwo hängst zum Beispiel, kannst du halt umschalten auf die andere Welt und kommst dadurch vielleicht weiter. Also du hast so 2 Ebenen, auf denen du agieren musst, dass du deine Rätsel löst. Und ja, wie gesagt, das sind 3 größere Abschnitte. Im ersten bist du in der Heilanstalt und dann flüchtest du halt und dann kommst du in verschiedene Gebiete. Und das wird dann, da ändert sich dann auch noch mal ein bisschen was in der Spielmechanik, aber das ist dann fast schon ein bisschen zu spoilerig. Aber auf alle Fälle ziemlich geiles, ziemlich weirde Geschichte. Schaut ein bisschen so aus wie so ein verkorkstes, wie heißt der Nightmare on Elm Street? Tim Burton. Irgend so eine verstörende Tim Burton-Vision. So schaut's aus. Ja, es hat auf alle Fälle einen geilen Look. Und hast so 6 im Stunde oder sowas, glaube ich, kannst du es. Naja, gut, 6 ist vielleicht ein bisschen knapp. Ich hab's gerade gesehen, auf dem Handy gibt es für einen 10er. Ja, genau. PlayStation, glaube ich, kostet 15. War vielleicht noch mal was, dass man dann sogar auf dem Handy spielen kann.
Spielt sich ja auch mit dem Controller es ist wirklich Point-and-Click, also du musst Zahlen anklicken und so, wenn man es jetzt so von früher kennen. Das spielt sich aber auch richtig gut mit dem Controller. Ich glaube aber, das funktioniert am Handy auch sicher super. Warum sehe ich jetzt im Chat Leisure Suit Larry? Den habe ich gemeint. Ah, okay. Wie hast du ihn vorher genannt? Love Larry, oder? Lazy Lenny, oder? Lenny Love. Lenny gesagt, ja. Nebenbei googeln, ohne den Namen zu wissen, da kommt man auf ziemlich perverse Sachen. Oh mein Gott. Ja. Warum haben wir mit dir eigentlich dabei? Weil ich sonst langweilig war. Sonst kannst du nur über mich schimpfen. Ja, das ist aber, war eigentlich die angenehmste Folge bisher. Haben wir viel ausgebracht, ja. Ja, da haben wir einiges geschafft, ja. Einiges geschafft hast du auch, Seppi, oder? Du warst auf der Gamescom. Darfst du ein bisschen was verzeihen? Alle. Sehr schön. Lass mich leider wegen teilhaben an der Gamescom. Wie viel Liter Schweiß hast du verballert? Alle. Also ich bin okay. wie getrocknete Rosine heimgekommen. War dringend. Geil. Nein, war gar nicht so schlimm. Also letztes Jahr war es noch mal krasser vom Hitzegrad her. Die haben das ja alles sehr gut temperiert. Ich bin ja auch die meiste Zeit im Fachbesucherbereich unterwegs gewesen. Aber ich habe mir natürlich auch mal die ganzen Community Areas und so weiter angeschaut, was auch eigentlich ganz geil war. Kann schon richtig fette Stände dabei gewesen. Netflix hat ziemlich einen Aufzug. Die haben Stranger Things nachgebaut. Die Spielhalle war drin, quasi die so verschiedene Szenerien haben nachgebaut. Wenn Squid Game war da. Ohne Scheiß. Okay, cool. Da waren die ganzen narischen. Das liebst du, gell, Conny? Deine Lieblingsserie. Squid Game, beste, wo gibt, ja. Squid Game ist ganz, ganz großes Kino. War das dann so der Stand, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Ja, die waren schon ein bisschen beeindruckend. Ja. Nintendo Stand hat es auch gegeben, der war ein bisschen langweilig. Der war im Endeffekt, das war ein roter Zaun, also ein rote Event mit Nintendo drauf und dann waren Anspielstationen, wo uralte Spiele da gewesen und ein paar Leute in Mario und Luigi-Kostümen rumgelaufen. Also das war nicht so beeindruckend. Haben die, was gab's da irgendwie besondere Ankündigungen auf der Gamescom? Weil ich habe jetzt zum Beispiel noch gar nichts gelesen. Allgemein hat irgendein Publisher irgendeine große Ankündigung gemacht? Nein, nichts, was man nicht schon gewusst hätte. Gamescom ist ja nicht mehr die Messe, die da die großen Titel ankündigt. Das war immer eher E3. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Und Gamescom ist immer so ein bisschen die Verkaufsmesse. Das ist so quasi so. Okay. Da kommt halt eher so das Zeug, wird dann mal präsentiert und zur Schau gestellt, das was fürs Weihnachtsgeschäft dann rauskommen soll. Also das kennt man eigentlich alles schon. Einzelne Titel, ja, weil die angekündigt waren, aber ich habe eins zum Beispiel bei Focus Entertainment gespielt, das ist Expedition, ein Mudrunner Game, das war noch nicht angekündigt, das ist eine Simulation von, ja, du hast halt so Geländewegen und fährst halt da in der Pampa umeinander und da wird halt wirklich, das ist jetzt ziemlich realistisch, wirst du da im Schlamm rumfährst und in den Berg reinfährst und musst halt da auf jeden Scheiß aufpassen. Das ist für Simulationsfans ganz was Tolles. Das ist super, ein bisschen so tricky. Ich bin eher so der einen Knopf drückt und dann durchheizt und dann bricht der da halt Radl ab. Das ist nicht schlecht. Toll. Aber so im Großen und Ganzen haben eigentlich, wenn dann Dinge in der Opening Night Live haben sie zum Beispiel bei Ankündigungen gemacht, so Spiele, die es halt schon gibt. Wie der kommende Cyberpunk DLC, haben sie nochmal ein paar so Details genannt. Neue Trailer und sowas, oder? Ja, genau. Also so im Großen und Ganzen war jetzt nichts großartig nice dabei. Außer ein paar Sachen, über die ich natürlich nicht reden darf, weil die ja nicht mehr mit Embargos belegt, aber das ist dann eher so das Fluss für die nächsten Monate. Da haben sie da schon hinter vorgehalten, haben ein paar Sachen gezeigt. Ja, und ein paar Gameplay-Sachen von zum Beispiel Banisher's Ghost of New Eden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Na. Das ist von Don't Not, die Life is Strange gemacht haben. Und die haben ja quasi eigentlich eher immer so Adventures gemacht, so Story-Adventures, und jetzt haben sie mit Banishers haben sie mal so ein richtiges Action-Adventure hinbotcht. Das erinnert brutal an, von der Spielmechanik her, an God of War. Also du hast halt krasse Combo-Attacken, Level ist so halb offen gestaltet, du hast halt quasi so deine, das sind so halb offenen Welt, so Schlauchlevels, weißt du, wie bei God of War das halt auch so war. Kannst dann so Umgebungsrätsel lösen, dann musst du dann auf Monster und Geister umbringen. Bist quasi, genau das bist du auch, ein Monster- und Geisterjäger. Also so in der Schotte, so ein Raubjätiger mit so einer Geisterkompagnonsdame, die da quasi immer im Hintergrund über die Schulter schaut. Gute alte Kompagnonsdamen. Da kannst du dann auch switchen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich habe keine Ahnung. Bin da ganz genau schlecht. So, wie du es gesagt hast, das passt schon. Kann so mit Wörtern. Du malst mit Wörtern. Wie der Korbi mit Namen malt.
Genau. Ihr findet neue Namen. Ihr findet jetzt eine ganz neue Sprache, die verstehe nur ich. Ja, das hast du schon lange du. Ja, jedenfalls spielt sich das schon ganz geil. Ich habe da eine Stunde einspielen dürfen. Hat halt wirklich, also alle Action-Adventure-Spielmechaniken drin, die in den letzten 3 Jahren irgendwie vorhanden waren. Also du hast halt deine typischen Ressourcensammlereien, kannst ein bisschen Skill-Tree rumfieseln, Umgebungsrätsel, Kombokämpfe und ja. Ich glaube, dass das der Großteil von dem Spiel wird die Story ausmachen. Da wird am meisten Herzblut einfließen. Das andere wirkt bisher zwar sehr solide, aber eher so Action-Adventure-Standard-Kost. Aber kann ganz geil sein. Also mal auf dem Zettel halten, wer Action-Adventures aller God of War oder Last of Us oder sowas mag, der ist da bestimmt gut aufgekommen. Und wann kommt das raus? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das kommt noch nicht so schnell, glaube ich. Warte mal, ich überlege mir ganz kurz. Tipp. Ach doch, das kommt schon am 7. November. Ah. Ja, also ewig lang. Was sieht man denn jetzt schon über so Hübs? Ja, da kommt leider in dem Monat ein Stronghold raus. Oh ja, stimmt. Der Kindheitserinnerung. Im November kommt doch auch das Ding, oder? Mario Wonder oder das RPG. Das WarioWare Move It kommt auf alle Fälle im November. Mhm. Und irgendeins von denen, das Mario RPG kommt am 17. glaube ich. Haben wir leider keine Zeit für den Schmarrn, was du gerade erzählt hast. Für den Schmack. Tut mir leid, Seppi. Aber das Super Mario RPG ist doch auch nur ein Remake, oder? Ja. Aber das Original ist halt nie bei uns erschienen. Oder zumindest, ich glaube, ist es mittlerweile, hat es mal als Ding ja gegeben, als in irgendeinem Store bei Nintendo, oder? Auf der Wii U oder so, kann es sein? Ja, genau, auf der Wii U war das. Irgendwie Also so hat's hat es gar mal nicht gegeben, aber gespielt. jetzt Jemals. hast du ein schönes Remake. Boah, aber das schaut doch voll geil aus. Was, das Original jetzt oder das Remake? Das Original schaut das mal an, das ist doch super. Ja, mir taugt das auch viel und ich finde den Stil, Das Remake schaut eigentlich genauso aus, nur ein bisschen ja, hübscher. ich finde den Remake-Stil auch ziemlich nah am Original, das ist echt schön umgesetzt, da freue ich mich schon drauf. Habt ihr das mitgekriegt, dass im September, ich weiß nicht, ist Bomberman was ihr gespielt habt? Ja. Im September gibt es Super Bomberman R2 für Switch. Hast du da den ersten Teil gespielt? Na. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt davon, dass ein zweiter Teil Da kommt. gibt es 1000 Editionen mittlerweile und ich habe das eine gespielt, das mir auf der Playstation gegeben hat. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Teil war. Ja, ich glaube, den ersten Teil habe ich zwar mittlerweile daheim im Regal stehen, aber nie gespielt, weil Bomberman ist so eine kleine Kindheitserinnerung, das habe ich auf dem Gameboy. Damals mit dem Gameboy Pocket war Bomberman das erste Spiel, was ich dazu gekriegt habe, und Bomberman 64 auf dem Nintendo 64. Aber für was steht denn Und- das R2? Keine Ahnung, Rosette vielleicht, ich weiß nicht. Na, weil, also es gibt definitiv mehr als einen Bomberman und das R muss ja irgendeine bestimmte Bedeutung dann haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich Weiß diese nicht. komischen blauen Viecher, die da unten rumlaufen und Bomben umeinander tragen, die werden irgendeine Bedeutung haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist zwar irgendwie dumm, wenn ich sage, ich freue mich schon drauf, weil ich den ersten Teil noch nicht mehr gespielt habe, aber ich weiß nicht, bei mir, der Name Bomberman allein, der löst schon so eine kleine Euphorie in mir aus. Ich freue mich drauf, wenn da was kommt. Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich mir das jetzt gerade da so anschaue, von dem Stil her, mit dieser Draufsicht in dem 3D-Stil, also ich habe halt nur das vom Gameboy so im Kopf und das habe ich halt immer cool gefunden und da gab es halt so ein Ja, es ist blöd, dass heutzutage nicht mehr im Gameboy-Stil das machen, gell? ja, Das schöne Grün auf Grün. Das war Ja, so das schön. ist ganz blöd, dass sich die Grafik weiterentwickelt hat. So nein, ein das Mist. meine ich nicht. Ich meine, Ja, weil du meinst das. ach, Depp. Ich würde es zum Beispiel cool finden, wenn das ja komplett in diesem gezeichneten Stil wäre, so wie jetzt da das Cover ausschaut. Ja, So meine ich das. Ja. Für mich muss das nicht immer so komisch animiert sein. man kann nicht alles haben, sagte der Penner, gell? Ja, wir spielen jetzt auf alle Fälle mal, Corby. Ich freue mich, dass ein Bomberman kommt. Lass mich jetzt in Ruhe. Kann es ja nicht sein. Bis zum nächsten Tag through habe ich den ersten Teil einmal gespielt und dann sage ich, ich habe mir Das glaube ich dann nicht. Am nächsten Tag früh fängst du wieder an mit Tears of the Kingdom. Dann genau. sagst Ich hab's nur mal von neu angefangen, sag ich dann. Genau, du hast nur von neu angefangen. Dass du mit Pikmin 4 noch nicht so weit bist und dann, dass du jetzt mit Octopath Traveler 2 jetzt dann bald wieder startest. Na, mit dem Einser fange ich nochmal an, weil sonst da ich nicht mehr kapiere. Ja. Mhm. Es geht jetzt nur noch rückwärts bei mir. Ja. Also, Mit dem- ich bin gespannt, ob du das wirklich bis zum nächsten Mal gespielt hast. Ich hab's gespielt. Verwehte Haus und Hof, den ich eh nicht hab. Ich wollte gerade sagen, wow, das ist eine richtig tolle Wette.
Ah, Mann, oh Mann. Ja, aber das ist irgendwie das Bomberman so voll in der Versenkung noch verschwunden. Das ist, finde ich, irgendwie voll schade, dass der überhaupt keine Bühne mehr hat, weil das kommt jetzt einfach im September und ich hab ja immer nur das Endzone-Magazin und die Play 5, die ich lese und man schaut natürlich auch ein bisschen im Internet rum, aber das ist nicht wirklich irgendwo angekündigt worden oder nicht wirklich wahrnehmbar irgendwo. Ja, aber da steckt ja eine viel dahinter. Dieser Typ, ich sag ja, früher war für mich Bomberman in meinen Augen ein bisschen ein größerer Name zu Nintendo 64 und Gameboy-Zeiten, aber das ist leider ein bisschen vergangen, aber ich glaube, der hat jetzt auch nicht mehr so die haben nicht mehr so die Qualität bei den Spielen abgeliefert, was ich mitgekriegt habe. Ich meine, was willst du jetzt da großartig denn immer wieder neu entwickeln, außer dass du neue Level dann dazu machst? Ja, das nicht, aber ich meine, ich rede ja nur von der Art und Weise, wie ein Bomberman halt behandelt wird mittlerweile, dass man es einfach nicht mehr so präsent genau, jetzt nimmt ja wieder Bomberman mehr ernst, verdammt. Leid. Es ist schön, dass Bomberman hier diese Bühne kriegt, was nirgends anders kriegt. Da wird er sich freuen. Endlich schmerzt einmal ausgiebig über Bomberman. Genau, wir sind für die diskriminierten Spielfiguren, sind wir da. Ja, richtig. Wir sind für die diskriminierten Spielfiguren da. Was haben wir da noch so? Ich möchte einen Bomberman möchte ich gerne als Kämpfer in Smash Brothers haben. Im Mortal Kombat. Kommt auch im September endlich, Mortal Kombat 1. Mit dem Bomberman? Leider nicht, aber dafür mit ein paar andere coole Figuren. Aber das glaube ich, haben wir das letzte Mal schon verzeiht. Aber ja, ich habe jetzt schon ein paar Fatality-Videos gesehen. Sehr schön. Hat man ausspringen können auf der Gamescom, soweit ich weiß. War ein großer Stand da. Hast du geschaut? Nein. Was? Nein, wirklich nicht. Da hätte ich mich anstellen müssen, sowas tue ich nicht. Okay. Na, da bin ich auch raus. Da darf ich mich auch nicht anstellen dafür. Hast du das Lies of P gespielt? Weil das kommt jetzt auch im September. Das Gleiche, stehe ich da nicht an. Bin nicht absolut wahnsinnig. Ich spiele nur das, für das, was ich da gezahlt werde, wo ich da in der Fachmesse hinkomme, weil da musst du nicht warten. Das andere ist ja wirklich ein Wahnsinn. Da kann ja teilweise, weiß ich nicht, 150 Leute vor so einem Stand da. Bei Starfield zum Beispiel ist ja nur ein Video gezeigt worden und da stehen sie dann Leute da, dass sie ein Video schauen können. Das ist schon zauberhaft. Warum? Ja, weil sie das Video sehen wollen, ist ja ganz klar. Völlig verrückt. Das quasi auch gleichzeitig im Internet veröffentlicht wird. Ja, aber du musst ja das Feeling auch sehen. Du musst ja das. Ich sag da kein Feeling außer Schwitzen. Ja, unter die Leute, das Feeling mit Gleichgesinnten zusammenschwitzen, aneinander reimen. Das ist fast wie ein Moshpit. Nein. Muss man nicht haben. Nicht auf der Gamescom. Jo, geil. Circle Pit vorm Starfield-Video. Lies of P hat man auch spielen können, oder was? Ja, aber da gibt es ja sowieso schon eine Demo für PlayStation auch und so. Ich weiß nicht, ob ich das gerade falsch im Kopf habe, aber haben sie da nicht sogar gesagt, das müssen sie mal verschirmen, weil da ein Haufen Leute gesagt haben, sie kommen nicht wirklich weit, weil es so schwer ist. Da geht es hauptsächlich ums Ausweichen. Die Ausweichmechanik muss ein bisschen kacke gewesen sein und da haben sie gesagt, da müssen sie nochmal was machen. Und das, glaube ich, haben sie jetzt auch da, soweit ich das mitgekriegt habe. Okay. Ja, für mich hätte das kommt aber, glaube ich, jetzt dann schon, gell? Am 19. oder so. Ja. Für mich jetzt aber die ganze Gamescom irgendwie so als was eine völlig unnütze und überflüssige Veranstaltung. Völlig unnütz. Wenn das überhaupt keine Bühne nicht mehr ist dafür, dass man irgendwas ankündigt oder sonst was, sondern nur Scheiße, die ich schon kenne, mir verzeiht wird, was möchte ich mir denn da mit den ganzen schwitzenden Fettsäcke, die aus dem Keller rausgreien, zusammenstellen? Ja, pass auf, das kommt vielleicht bei mir auch ein bisschen negativ weil ich sowas halt einfach nicht mag, mit die ganz vielen Leuten zusammenschwitzen. Aber du hast da schon viel Sachen, das machen kannst. Da gibt es so eine riesengroße Community-Area, wo dann, es sind viele Leute, die so Influencer und Streamer mengen, kennen sie da. Ach, der Monty war doch auch da, oder? Ja, dann haben da so Veranstaltungen ganz mit denen Leuten und so. Dann gibt es so Podiumsdiskussionen über Retro-Gaming und was weiß ich, was alles. Okay. Das ist ja quasi eine Branchenveranstaltung. Es ist nicht so beschissen, wie du es verzeiht hast. Nein, das ist doch immer so. Übertreib doch immer. Du nervst voll. Du musst mir immer falsche Bilder in den Kopf, ey. Cosplayer haben Tausende da, mit denen kannst du dann fotografieren lassen. Aha. Lauter sehen sagen. Merchandise gibt es ohne Ende. Es gibt sau viele Figuren, manchmal Comics, Mangas, was so ist sie. Das war genau meins. Also du kannst da schon einen Tag vergehen lassen drin. Aber es ist halt nicht mehr die große Bühne für Neuankündigungen, ist halt einfach nicht. Das ist schade. Du hast doch damals, was in Paris warst, hast Robocop anspielen dürfen, oder? Ja, das habe ich jetzt da auch noch mal gespielt. Wie ist jetzt das? Weil das kommt jetzt auch im September raus. Ist jetzt das, was du sagst, das kann man sich holen, das macht Spaß? Das haben sie verschoben. Es kommt jetzt im Oktober, weil sie noch ein bisschen nachbessern wollten und der Oktober halt einfach wirklich voll bepackt mit tollen Sachen ist. Das geht halt da komplett unter. Und ich habe es jetzt auch noch mal gespielt. Also wenn man so Oldschool-Shooter mag, die so ein bisschen gemächlicher haben und halt hauptsächlich auf zerberstende Action und Kanonenfutter in Form von irgendwelche Gangster ist, kann man sich das schon nicht ballern. Das hat auch ein bisschen so Story-Elemente dazwischen. Du hast dann ziemlich für so ein Spiel relativ umfangreichen Skilltree, kannst Gespräche führen, die du
da wo es verschiedene Dialogoptionen gibt, die dann auch ein bisschen die Story beeinflussen, was ich auch nicht erwartet hätte bei so einem Spiel. Und du hast halt es ist halt irgendwie schon geil einerseits, du hast dieses krasse Spielgefühl, dieser langsame, riesengroße Roboter stampft da durch die Gegend und macht alles weg, was vor sich ist. Das haben sie schon ganz schön gut umgebracht. Aber du musst das halt auch mengen, dass du so langsam bist. Das ist halt auch sowas, weißt du, weil der ist halt einfach nicht schnell, der Typ. Und so ist halt das Spielgefühl auch. Das passt auch zu mir, ich bin auch nicht schnell. Ja, ich finde es auch gut, da triff ich wenigstens hin und wieder mal an. Eben, das ist doch gar nicht so verkehrt. Hast du das Dune Spice Wars schon mal irgendwie testen können? Weil da ist jetzt im September mal der Early Access. Nein, das ist ein Strategiespiel, oder? Mhm. Das ist nicht so mein Ding. Weil das bisschen, was ich gesehen habe, das darf gar nicht so uninteressant ausschauen. Das hätte mich interessiert, wenn du das vielleicht einmal schon mal hingekriegt hast, ob das was kann. Nö. Ich konnte sagen, was Fashion Dreamer kann, falls dich das interessiert. Fashion Dreamer, ja. Das Spice Wars, gibt es das nur für den PC dann? Oder kommt das auf der Konsole dann irgendwann raus? Ich glaube, vorher ist das nur für den PC angekündigt. Okay. Ja, habe ich mir auch schon ein paar Mal angeschaut, aber da hat es irgendwie nur geheißen, dass das ja jetzt nur so weit im Early Access ist, dass das fertige Spiel komplett anders werden kann. Ah, okay. Aber gut, ich habe mich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr damit beschäftigt. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn man in diesem Jahr irgendwas mit Dune machen kann, nachdem ich gestern dann viele Tränen verdrückt habe, als ich dann gesehen habe, dass Dune 2 dieses Jahr nicht mehr rauskommt. Ich habe es nicht verdrückt. Corby, du musst zu deiner Traurigkeit stehen, du darfst die Gefühle nicht in die reinfressen, du musst es rauslassen. Das ist so scheiße, ja. Das staut sich alles auf in dir und irgendwann zerreißt dich, also lass einfach raus. Ja. Das ist echt traurig, aber gut, was hilft's? Was sollen wir machen? Weil wir gerade bei Fashion Dreamer waren. Genau, weil wir gerade bei Fashion Dreamer waren, richtig. Hau Sorry. raus. Oh Gott. Das schaut schon stark aus. Ich hab da aus einer Präsentation teilgenommen. Frag mich nicht warum. Ist so. Wird mir nicht dazu äußern. angemeldet, gib's zu. 100 Pro, da hat's geheißen, dazu brauchen wir nichts. Und der Sepp hat gesagt, doch, das schreibe ich ehrenamtlich. Da möchte ich nicht mehr Geld für den Bericht. Das war so weird. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wer da noch drin war, außer mir? Keiner? Doch. Junge Influencer-Damen, die halt Mode influenzen. So quasi. So hübsche, junge, zierliche Dämchen. Und ich, der ungepflegte Langzeit-Reporter, die Schrong. War eine geile Mischung. Bin überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt erklär mal, um was geht's denn da? Also Fashion Dreamer möchte quasi... Warum müssen wir das jetzt so genau durchsprechen? Weil das wichtig ist. Weil es mir jetzt interessiert. Schau mal da, Imagine Fashion Designer und also ich gehe jetzt mal davon aus, diese 3 Spiele, die man da sieht, lauter, also 3 Nintendo DS-Spiele über Mode, ist Dream wahrscheinlich Weddings jetzt ist das Beste. dann da drin, oder? Was ist das Beste? Dream Weddings. Ja, ich weiß nicht, ob die 3 da drin haben, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Ich bin da nicht so tief in der Materie drin. Jedenfalls, das möchte halt irgendwie so das Influencer-Leben positiv darstellen. Dann kannst du ganz viel verschiedene Modestücke sammeln und kannst mit anderen Leuten reden und kannst dann Modetipps geben und das dann zeigen. Wunderschön. Also das, was wir mir jeden Tag dann, wenn wir fortgehen. Quasi, ja, genau. Das Ich habe ist cool. gefragt, ob sie vielleicht einmal irgendwann einmal Lizenzgebühren umwachsen lassen wollen, aber nein, sie sagen das anders. Dreckschweine. Ist doch nicht unser Leben. Schade, ich hab mich da drin gesehen. Und stehen dahinter auch irgendwelche bestimmten Modemarken? Also, oder keine Ahnung? Nein. Ja, Fruit of the Loom. Da geht es nur um den Style. Ach, schade. Ja, und was ist jetzt da das Ziel? Man zieht sich einfach verschiedene Klamotten an und dann... Es gibt kein Ziel. Es ist einfach ein Wohlfühlspiel, so eine Art Cozy Game. Da wo du halt einfach rumtust und kann da auch nichts passieren. Da keiner schimpft dir, wenn du was kreislich ziehst. Du kannst mischen, was du magst. Das kommt immer gut an. Endlich bin ich nicht mehr geschimpft, wenn ich dreckig angezogen bin. Das ist ein Wohlfühlspiel für junge Mädels. Okay. Gefällt mir nicht. Hast du jetzt da irgendwas Besseres erwartet, oder wie? Hast du richtige Hoffnungen gemacht, dass da jetzt was Interessantes dabei Hallo, rauskommt? du hast uns gerade von Dune, Spice War weg zu Fashion Dreamer gebracht. Und ich habe gedacht, das hat irgendeinen tieferen Sinn. Dieser Podcast hat keinen tieferen Sinn. Du kommst auf sowas. Okay. Doch, wir sind Lehrer, wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, eben. Von ganz oben. aber hallo du. Ich kann jetzt ja gleich weitermachen. Mit Garden Life haben wir auch geschaut. Also ein Cozy Game. Da machst du einfach nur deinen Garten hübsch. Da gibt's auch kein Brauchst du Ziel. nicht wundern, dass du nur über die Gamescom schimpfst, wenn du nur so kacke anschaust. Das ist wunderschön, ist das. Hör auf. Sag mal, gibt es da ein Handy-Game? Kann es sein? Ein Handicap kriegst du nichts davon. Weil das schaut irgendwie so aus, als hätte es meine Frau schon mal gespielt. Nein, schaut doch nicht so aus. Okay. Ja, da möchte ich eigentlich nicht drüber reden.
Tja, über Starfield können wir höchstwahrscheinlich auch nicht reden. Oder wie ist jetzt das, wenn ich über Starfield rede? Das darf ich ja, oder? Nein, keiner auf der ganzen Welt darf über Starfield reden, wenn ihr einen Test schreiben muss. Dann ist deutschlandweites Gesprächsverbot über das Spiel. Ja, wenn jetzt ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich freue mich voll drauf, weil der Trailer, der hat schon so viel Bock gemacht wie damals. Alter, halt endlich den Maulkorb, ich möchte keinen Ärger kriegen. Hör auf jetzt mit dem Scheiß, wirklich. Mir steckt mir 2 Jahre Arbeit in den Podcast und du möchtest jetzt mit Gewalt kaputt machen, oder? Hör bloß auf. Das war ein Scherz vom Korbi, bitte. Alle, die jetzt dazuhören und eventuell abhören, das war ein Scherzanruf. Okay, ist ja gut. Es klang dir nicht, dass ich vor der Hitze so schwitze, wie ich schwitze. Jetzt muss ich ja hier auch noch Panik verursachen. Ja. Wann kommt denn Starfield raus? Das darf ich wohl fragen. Also wenn du ein Ohrwort über Starfield verlierst, dann fahre ich zu dir auf Straubing und wichs dich. Oh Mann, das ist wieder mein Wunschdenken gewesen, was du gerade sagst, oder? Ja, ich dachte echt, du bist so richtig gern wichsen. Ich dachte einfach mal gerne eine Stunde fotzen dürfen. Ach so, fotzen. Ich dachte, du meinst, ja. Wir haben doch das im Hardline schon festgestellt, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt und je nach Betonung. Ach so. Ja, ich werde dir auf alle Fälle keinen wichsen. Okay. Ganz unangenehmes Gespräch. Ganz unangenehm, genau. Warum soll ich dir das tun? Du hast einen Hund, Korbi. So, nur mal zurück für die Hörer, die trotzdem wissen möchten, wann Starfield rauskommt. Wann kommt Starfield raus? Offiziell am 6. September und wer die, glaube ich, 30 oder 40 Euro teurere Blablabla-Edition kauft, der darf schon am 1. spielen. Oh, okay. Ist ja gar nicht mehr so lange dahin. Also beziehungsweise, wenn der Podcast draußen ist, dann ist Starfield schon erschienen. Quasi. Genau. Ja gut, dann freue ich mich auf jeden Fall für den September auf Baldur's Gate 3, auf Starfield. Werde wahrscheinlich aber nichts davon spielen, weil ich ja halt belehrt worden bin, dass wenn die Spiele rauskommen, soll ich sie erstmal nicht spielen. Ja, ich spiele lieber was soll's. Das Bomberman Air. Nein, ich hätte mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht, wenn jetzt das DLC ansteht von Cyberpunk, mit Cyberpunk einfach mal wieder anfangen. Das kannst du wirklich machen, weil das ist jetzt wirklich in einem hervorragenden Zustand auch schon. Ohne den DLC macht jetzt schon echt Spaß. Ja, schön. Schau, Korbi, hast du es gefunden zum Spielen? Endlich. Da kannst du auch so deine 60, 70 Stunden reinhauen und wenn du dann noch Bock hast, dann kannst du noch 10 mehr machen, aber das brauchst du dann eigentlich nicht mehr, weil mir ist nicht drin. Und dann kannst du in den DLC reinhauen, dann bist du dann einmal mit 30 Stunden beschäftigt und dann hast du über 100 Stunden Spiel schon, ja? Schau. Und in den 100 Stunden, wo du dann Cyberpunk spielst, habe ich nochmal Tears of the Kingdom weitergespielt und dann darf ich auch fast fertig sein mit 250 Stunden. Fast. Zauberhaft. So, jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir auf, weil es mich nicht mehr interessiert, was ihr gespielt habt. Ich spiele jetzt nur Scheiße offensichtlich. Hey. Korbi, schön, dass du dabei warst. Schiebt du wieder ein paar Klemmbausteine in Körperöffnungen. Mhm. Seppi, du hörst auf, dass man ständig alle Cons madig redst. Oh. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn wir einen September durchgezockt haben, oder? Mit Fashion Dreamer. Ja, unbedingt. Mit Fashion Dreamer und Garden Optimierer, oder wie hat's geheißen? Garden Live. Ah, okay, fast. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von der Gamescom. Höchstwahrscheinlich im bayerischen Format von der Gamescom, ja. Geil, Leute. Also, Haber der, Servus, pfiat euch. Adieu.